Der zweite grosse Punkt, der sicher helfen kann, die Qualität zu steigern, ist halt, wenn man sich anschauen würde, und das ist vor allem für die Neuen unter uns so ein bisschen, oder Newcomer und Newcomerinnen, wenn man sich den ganzen Prozess von der Songqualitätskontrolle anschaut, von allen Phasen. Und es gibt ja wie so verschiedene Phasen. Gewisse Leute, die Produzenten unter uns sind, verstehen das vielleicht ein bisschen besser, oder gewisse Künstler, die schon ein paar Songs gemacht haben. Aber ein Song besteht ja aus sehr vielen Teilen. Und die Teile müssen auch alle sitzen und die muss man auch kontrollieren. Oder es muss dort irgendwie eine Qualitätskontrolle stattfinden. Und das kann halt Produktion sein, Arrangement, Struktur, Vocal Performance, Toplines, catchy Melodien oder Hooks, der ganze Text und Songwriting, Mixing und Mastering. Und all die Teile müssen natürlich für einen Song nicht alle in sich selber stimmen, aber dort kann man sich auch ein bisschen bewusster mit einem Prozess durchgehen und nicht nach Bürojob-mäßig so Checklisten machen. Aber wenn wir halt, für die das jetzt alles gehört haben und das Gefühl haben, ja, aber ich will mich nicht mit all diesen Teilfeldern oder mit diesen Disziplinen auseinandersetzen, dann dürfen wir all denen sagen, dass man die Ambitionen hat, das irgendwann einmal auf einem professionellen Grad zu machen oder zu den Besten gehören in seinem künstlerischen Feld. Weil genau dann geht es halt darum, dass man all die Teilfelder, dass man dort auch wirklich Qualitätskontrolle betreibt und sich halt anschaut als Beispiel, ja, stimmt halt mein Arrangement, meine Struktur für den Song, oder könnte man da noch etwas optimieren, oder die Vocal Performance, der Take, wo ich gemacht habe mit der Tonalität, würde ich das genauso aussprechen, oder nehme ich es vielleicht nochmal auf, oder wie ein paar da gesagt haben, lasse ich den Song nochmal schnell auf die Seite, gehe am nächsten Tag nochmal an und tue einen frischen Take aufnehmen. Das sind alles so Sachen, wo man viel bewusster vielleicht auch mit dem kann umgehen und wo man nachher wird merken, wenn man vielleicht einen eigenen Prozess, weil viele, die dazu schauen, die selber Musikschaffende sind, bin ich mir sicher, haben selber auch so ein bisschen eine Qualitätskontrolle, eine eigene Songqualitätskontrolle, wo man macht. Wie in so einer Fabrik geht der Song nachher durch verschiedene Phasen durch und dort ist es halt wichtig, dass man einfach ein bisschen versteht, aus welchen Teilen oder Einzelkomponenten ein Song besteht und dass man dort sich, wenn man merkt, okay, man ist halt in der Text- und Songwriting im Feld, in der Disziplin, ist man nicht so gut, dass man halt dort nochmal über die Bücher geht. Und der ganze, darum nenne ich es auch als einzelnen Punkt, der ganze Songprozess oder Songqualitätskontrolle, mit dem kann man einfach ein bisschen bewusster umgehen. Ich würde jetzt nicht spezifisch noch reingehen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Das ist vielleicht eine andere Episode mal. Aber für die da im Chat, die zuschauen, könnt ihr sehr gerne auch da Input geben, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, wie kann man dann gewisse von diesen Disziplinen, die ich da jetzt aufgezählt habe, verbessern, explizit, wenn er selber Input hat dazu, ob das jetzt Produktion ist, wie gesagt, Arrangement, Struktur, Vocal Performance, Toplines, habe ich mir da aufgeschrieben, catchy Melodien oder einfach irgendetwas, wo catchy ist oder einen Hook hat, Text, Songwriting oder Mixing und Mastering, wenn ihr irgendwelche Inputs selber habt, wie man das könnte verbessern, dann sehr gerne für alle Zuschauer, bringt das da als Input im Chat rein. Aber genau einfach, dass man ein bisschen bewusster mit dem umgeht, was es alles für Teilkomponenten hat. Weil wenn man den Song auch so auseinandernehmen kann, hat man auch ein bisschen weniger Mühe, dort herauszufinden, okay, wo sind eigentlich die qualitativen Lücken? Oder beziehungsweise, wo kann ich noch Verbesserungen vornehmen?